Osterolympiade. Heute ist der Jonas schon früh am Morgen auf. Sonst musste ihn seine Mutter ein paar Mal wecken, für dass es ihm rechtzeitig in die Schule gelenkt. Aber heute war ein besonderer Tag. Der Tag vor Osterolympiade. Und der Jonas war sicher, dass er heuer gute Chancen hatte, den Pokal zu gewinnen. Letztes Jahr hat er ausgerechnet vor diesem grossen Tag im Turnen seinen Arm gebrochen und konnte darum nicht mithelfen. Jetzt freut sich der Jonas umso mehr auf die verschiedenen Wettbewerbe. Mit dem Eierlaufen hat alles anfangen. Jedes Kind musste auf einem Löffel ein Ei 10 Meter weit balancieren, ohne dass es heruntertrölt. Dabei ist die Zeit gestoppt worden. Als zweites war das Eiertätschen dran. Jedes Kind durfte ein hart gekochtes Ei aussuchen und mit dem auf das Ei eines anderen Kindes tätschen. Wem sein Ei am längsten ganz geblieben ist, hat das Spiel gewonnen. Dann ist der Eierweitwurf dran gekommen. Statt einem Ball musste man ein Ei so weit wie möglich schiessen. Natürlich war es kein richtiges Ei, sondern eins aus Gummi. Es ist ja logisch, dass man mit Esswaren nicht um sich schiesst. Nicht nur Geschicklichkeit und Schnelligkeit waren gefragt, sondern auch das Wissen rund ums Ei. Und da hat sich der Jonas sogar ein bisschen darauf vorbereitet. Er hat zum Beispiel gewusst, dass der Vogel, der das grösste Ei legen konnte, nämlich eins, das bis zu 1,5 Kilo schwer werden konnte, der Vogelstrauss ist. Und das kleinste Ei, eins, das gerade mal so gross wie ein Erbsli ist worden, hat der Kolibri gelegt. Der letzte Posten war das Wannenschiessen. Die Kinder mussten 10 rohe Eier, die in einer Reihe ausgelegt waren, nacheinander in eine mit Stroh ausgelegte Wanne schiessen, ohne dass sie verbrochen wären dabei. Der Jonas hat uns zum Morgen schnell gegessen und hat sich auf den Weg in die Schule gemacht. Als er dort ankam, war eine Aufregung und eins Durcheinander. Alle Eier waren verschwunden. Wie hätte das passieren können? Die Lehrer haben sie doch am Abend vorher in der Turnhalle in grosse Körbe gelegt und dann die Türen abgeschlossen. Ohne Eier hätte man die Osterolympiade vergessen. Aber wo sind echte Eier hergekommen? Die Kinder haben gewährleistet, wer der gemeine Eierdieb hätte sein können. Als sich alle Kinder in der Turnhalle versammelt haben, ist der Herr Guckisberg, der Schuldirektor, vorgestanden und hat gesagt: «Liebe Kinder, natürlich findet die Osterolympiade heuer auf jeden Fall statt. Die Eier sind auch gar nicht verschwunden, nur an einem anderen Ort. Es war ja so. Gestern am Abend, als ich heimgehen wollte, ist mir doch tatsächlich der Osterhase über den Weg gekoppelt. Er war ganz durch und hat mir erzählt, dass er dieses Jahr keine Eier mehr bekommen habe. Darum hat er ganz scheu fragen, ob er echt ausnahmsweise unsere Eier brauchen zum Verstecken. Und natürlich haben wir, die Lehrer und ich, ja gesagt, weil es jetzt noch ein neues Spiel hat für euch. Es heisst Eiersuche. Wer die meisten Eier findet, hat gewonnen. Die Kinder waren erleichtert, dass die Osterolympiade, wo sie so lange darauf gelangt hatten, doch nicht verloren war. Sie haben geklatscht und gejubelt und haben sich auf die neue Aufgabe gefreut. Und als der Herr Guckisberg «Achtung, fertig, los!» gerufen hat, sind alle Kinder in alle Richtungen davongestübelt und haben sich auf die Eiersuche gemacht. Auch der Jonas ist losgerannt, aber er hat gar nicht mehr an das Gewinnen oder an den Pokal gedacht. Es hat einfach gefällt, alles zu erforschen. Er ist sich wie auf einer Schatzsuche vorgekommen. Und dass dabei all seine Freunde und Kollegen aus der Schule dabei waren, hat die ganze Suche noch einmal so spannend gemacht. Und so ist das die Osterolympiade geworden, die dem Jonas von allen anderen bisher am besten hat gefallen.